Du bist nicht gemerkt zum Kennenlernen, was in der Zukunft hält, aber du bist gemerkt zum Dienen. Ich glaube, wir denken nicht fertig genug an, dass Gott hat mit uns zu tun, jeder Tag, von dem Moment, wo wir abstehen, bis wir schlucken gehen. Und Gott hat immer was Besonderes für mit uns. Und ein von den guten Dingen, was der hat mit uns, ist, der hat gute Pläne für unsere Zukunft. Und er will gute Dinge mit uns tun. Und von der aus ist es nicht anders. Ich glaube, wir verpassen das einmal, oder wir denken da nicht genug an, wo Gott schaffen wird, oder wo wunderbar er schaffen wird. Ab dem Ende von Jahr ist dort eine passende Zeit, um uns Leben durch sein. Und uitfing, wo dann wir uns dann abgestellt, nicht? Inventory merken von uns Leben. Und some von ihnen flott hat mir wegen die weiten all die waren uitgegründet kriegen, nicht? Das ist nicht mein Ziel von der Smarris. Ich würde gleich ganz kalt mit ihnen zu beten, dass uns hart ruhig wird und dass wir wollen actually horchen, was Gott zu sein hat von der zu uns. Weil es eine von den Dingen, was wir wollen lernen, ist, dass Gott hat nicht bloß ein altes Buch geschrieben, was du ihr schon mal jährlich wir. Es ist nicht bloß eine alte Bibel, wo ein alter Mann mal was hat geschrieben. Gott hat eine persönliche Gemeinschaft jeden Tag mit uns, wenn wir das bloß wollen. Er will. Und sein Wort ist nie alle Tag, wenn wir das looten. Und dort hoffe ich, dass von der Smarris Part von, was wir hier tun. So, Jesus, wir danken dir für hier mit uns von der Taub sein, und wir danken dir für jeder ein, was das rausgekommen von der Smarris hier in das Gebiet, hier mit uns Taub. Wir loben dich, wir preisen dich für, wie wunderbar du bist, was du hast getan. Heute hier sind Sam von der, was hier vielleicht mal ein schwaches Herz in Hand gekommen, und andere von uns vielleicht mal ein mutiges Herz. Und ich bete bloß, dass du uns was wiesen wirst, dass wir können die besser sein, und die Dinge, die du zu uns sein wirst, besser verstehen. Und ich bete in Jesus in Namen. Amen. Ich bin ein Stück getreu mit gewissen Freunden auf Weg gefahren, mit dem Biken, wie wir nach Bebäuen abgefahren. Und die von Ihnen, die hier bin sind, die auch mit mir probieren, die wissen alle, dass wir hatten uns geschert verfahren. Wir sind ganz unterwegs hingefahren, wo wir das hin wollen. Und wir hatten meisten Tage herangefahren, und wir sagten, der Rechte steht, und wir kämen durch Himmel hin. Aber dann waren wir ändert, wenn wir hatten einen halben Tag Tee, wo wir Mittag essen, den rechten Weg genommen, dann sind wir hingekommen, wo wir wollen, aber von wo wir nie sagten, würden wir da niemals hingekommen. Wir kein Weg, wo wir hin wollen. Wir müssen erst mal mehr Stunden Tee kommen, und von da losfahren, wo wir gewasst ein paar Stunden Tee. Und ich weiß nicht, wie viel von Ihnen das dort einmal der. Die junge Bengelsen, mir alles wissen gut, von was ich rede. Nicht, wenn die noch mal ein Game spielen. Die noch mal ein Game spielen. Und dann sind da gewisse Levels, wo die Kämmel durchkommen. Und die Ursache, wo dann die Kämmel durchkommen, ist, wenn sie haben something anderes getan. Und dann muss die dort ihr Schreich merken, wo ihr das Level Kämmel durchkommen. Ich weiß nicht, von der Quartal, nicht? Dann sind von Ihnen, die dann 100 Mal das Resetting und Restarting und das Level fresh anfangen. Weil von da, wo ihr seid, wenn ihr einmal abgemessen habt und nicht ankommt, nicht, dann habt ihr das nicht vor euch merken. Ihr müsst nicht reich und ohne Schweine nicht merken. Und wir wünschen uns einmal, wir können uns Leben auch so dort. Wir wünschen, wir können ein Jahr drehen, wir können die letzten 3 Jahre drehen. Einige von Ihnen wünschen, vielleicht ihr könnt ihr Leben mal drehen. Und alles, was ihr tun haben, alles, was ihr abgemessen haben, noch einmal beleben und rechte Entscheidungen merken. Aber man sieht, weit wie Gott das schafft, nicht so dort. Ich glaube, es sei gut, wenn wir noch mal den Reset-Button drücken und sein, wir wollen von Frischen anfangen, wir wollen noch mal von Nien anfangen, gewisse Entscheidungen, das wir ganz anders merken, das ist okay. Aber Zeit können wir nicht drehen. Das kriegt nicht, was wir proben, das kriegt nicht, was wir in unsere Clock tun. Wir können Zeit bloß allmählich drehen. Kriegt nicht, was wir würden wählen. Und ich weiß, dass das letzte Jahr ist für some von uns vielleicht ist dort gewesen, nicht? Wir würden gleich eine Trete drehen sein, ich würde gleich in das anders tun, Jan anders tun. Ich würde gleich abzupassen, was ich hier tue, oder dort tue, oder was du gesagt hast. Oder vielleicht im Großen und Ganzen, dass die Welt geschafft hat, das ist ein crazy Jahr gewesen, das ist es nicht. Als ich das anwende, wie Krieg in
Russland und Ukraine. Sie das antworten wie Krieg in Israel und Palästina. Als hier dann am Jent mit dem antworten, es wurde nicht reden, es gibt keine Arndt. Wir wurden gleich, dass es nicht so dort wir. Weil ein von den interessanten Dingen ist, dass wenn wir eine Geschichte leben, wenn wir an der leben oder ein Jahr oder andere Jahr leben, wir sein einziges Mal bloß, wo wir Krieg dann sind und wir können gleich bei den einkicken. Und ich wundere, wie viele von Ihnen, wenn die wurden abrechtig sind, hier von der sind, die haben ihre Mal durch das letzte Jahr so gedacht, wir wurden nicht durch das Jahr mehr. Weil ich nicht merken, die hängen abheben. Aber ich wundere, wie viele von Ihnen haben gedacht, dass die wurden das nicht durch das Jahr merken, oder jene Familie würde das nicht durch das Jahr merken, jene befriedet Leben würde das nicht durchsaten, oder jene Business würde das nicht durchsaten. Und hier sei ich ab ein Jahr und die denken, aber hier habe ich das gemerkt. Wunder, was das nächste Jahr sein. Weil die Geschichte ist interessant. Ich würde die meiste Geschichte von der Bibel vertellen, von der, was ich will. Und dann würde ich sagen, ich kann die Geschichte. Wer kennt die Geschichte von David und Goliath? Ja? Wir vertellen unsere Kinder diese Geschichte und wir sagen unsere Kinder, du wie mal ein kleiner Junge. Und das kleine Junge, der war ab in einer Familie mit einem Teil Brüder. Und einen Tag wieder Krieg zwischen Israel und den Philister. Und der Papa, der schickt diesen kleinen Bengel, der was du nicht weißt, der schickt den abgestapelt ab seine Brüder, wenn die Brüder wieder im Krieg. Der kleine Junge brachte ein paar Küken an und dann hast du gesagt, wo das große Ries, der Philister, sich da abstellt, dann sieht er, ich will gut den Philister dort merken. Und die horchen nur nicht mal sagen, weil sie kann diese Geschichte gut. Ich vertelle dir eine Geschichte, was jeden Sinn schon gehört haben. Aber das kriegt mir einen Punkt von der. Die haben die Geschichte gelesen, die weiten, wo die Geschichte ramnimmt. Die weiten, dass diese Geschichte hoffen Gott eng. Aber wofern wurde es gewesen, wenn David heute 2. Samuel lesen? Haben wir gedacht? Weil für David aus der fertigsten großen Philister stand mit seinen 5 Steinen an seine Tosch, der flottert an seine Bachsen. Die Geschichte ist gleich bloß eine feine Geschichte, die Geschichte ist eine schwere Geschichte. Du gehst einen Krieg an, du gehst beide Dinge an, Dinge werden sehr, sehr, sehr schwer für David und für die Israeliten. Aber wir kicken von der 2. Samuel und wir weiten, wo die Geschichte am Ende und wir sagen, das ist eine feine Geschichte. Weißt du, warum das eine feine Geschichte ist? Weil es Gott wie in der Geschichte bin und Gott wie mit den Menschen taub, wo die Geschichte durchging. Und wir sein von der eng von der Geschichte, aber David deut nicht. Der vertraut Gott, würde man am sein, aber David hat keine Idee, wo diese Geschichte sich gut zum eng nehmen. Der hat keine Idee, wo das sich alle wohl dran nehmen, aber der vertraut Gott. Wir haben so eine Geschichte aus Hiob. Hiob ist eine schwere Geschichte. Was du bei uns bei dem eng kommst, dann man immer sagt, Hiob ist eine sehr gute Geschichte, weil er hat vom eng von Leben viel mehr als den Anfang hat. Aber was du hast, denn seine Familie ist gestorben, denn seine Kinder sind gestorben, denn seine Dame Mönche ist nicht gestorben, wenn du vielleicht so gestorben. I don't know, aber der hat eine schwere Geschichte. Aber ab dem Ende von der Buch von Hiob, da man immer sagt, über Gott diese Geschichte utredet, aber vor dem hat Hiob keinmal das Buch von Hiob gelesen. Er wusste gleich, was wird passieren. Er kann gleich in der Zukunft hinkicken und sagen, das wird passieren, was er wusste das gleich. Er wusste nicht, was das wird utredet. Und du kannst die Geschichte nehmen, was du weißt in der Bibel, sondern was du Gott kannst, und das ist dort. Elia, der hat einmal das Buch von Elia gelesen. Und die weiten das so. Moses hat einmal 2. Mose gelesen. Und die wurde dann gleich zu lesen, die wurde dann gleich zu sein, wo das utspielen wird. Für 40 Jahre wie Moses in der Wüste verstärken. Und der grühlt sich für Pharao, aber Gott kam am Träger Handbrach. Und wie sein von der eng von 2. Mose und sein, wo das Utfall mit Moses und wo von großen Dingen der deut. Aber Moses sagt das gleich, der wisst gleich, was er wird schaffen. Das ist kein Wunder, dass wir bleiben, das ist kein Wunder, dass wir Angst, das ist kein Wunder, dass nicht will, nur in Ägypten gehen. Weil es der flottert an seine Bachsen und er dachte, er würde das nicht merken. Moses wusste, dass der Pharao will dort merken und Moses wusste, dass er das nicht wird schaffen. Aber das eng von der Geschichte ist anders. Jeremia hat einmal das Buch von Jeremia gelesen, Abraham hat einmal das Buch gelesen von 1. Mose, wo seine Geschichte geschrieben ist. Du wirst uns dort. In einer März von diesen Geschichten wie eine schwere Tiden. Und von der soll wir trägen, wie sind diese feine Geschichten durchgekommen. Wenn die denken an Daniel und seine Freunde,
Dort wir gleich maglich manche Leben zu sein, dort wir gleich maglich den Tjernik gehen on sein, wir dort nicht die anbeten. Dort wir gleich maglich in Uwen von vier. Aber das sind Menschen, die vertrüden, dort wird schaffen, die wissen bloß nicht wo. Die hatten keine Idee, wo dort wird schaffen. Und dort wo sein Fan was an, die hatten könnt Daniel mal lesen und utfinden, wo die Geschichte sich utdrehen hat. Right? Josef, der hat einen Traum, und Gott hat ihm diesen Traum gegeben. Und für die nächsten 20 Jahre, mehr als 20 Jahre, at least für die nächsten 13 Jahre, passiert dort jeder Ding ging schief für diesen Bengel. Die Brüder verkaufen den, die kämpfen diesen Baum nennen, die verkaufen den nur Ägypter, die müssen Mama und Papa in Ägypten, der Papa werden immer bewahren dort. Da werden sehr junge Bengel, die hatten keine Phones, die hatten keine Korn, die hatten keine E-Mail, die können nichts tun. Und für die nächsten Jahre, ein Jahr oder das andere Jahr in Ägypten, alles ging schlecht. Er war ein trüger Jung, er was reich war. Und es spürt sich, dass Gott wie jeden an will, der kommt bloß nach wieder in Trouble nennen. Wenn er die trü wie mit Potiphar seine Brüder, kommt in Gefängnis nennen und alles geht bei auf. Und du in Gefängnis, du hockt den denkst, du schaffst alle Fan ut, nicht? Wofern würde es gewesen sein, wenn Josef nach mal hat könnt, 1. Mose lesen und die Geschichte lesen, von wo sie die Geschichte im England. Und auf der einen Tag, wo dort Hochbuben stehen, und er wurde ein großer Mann Gottes sein, wo er wurde in Fall geraten, wo er wurde, oder mehr als eine Nation raten durch eine Hungersnot. Aber seine Geschichte wie heute geschrieben. Seine Geschichte wie heute geschrieben. Ich will kann ich Ihnen eine Arbeit geben? Wir wollen in jene Lebensgruppen blättern und die durch den nächsten Weg durch von vertalen, spazieren, aber wenn je nach mal Josef seine Geschichte bekicken dann, Josef hat keine Idee, was machen, was sein. Der hat keine Idee, wo dort was utdrehen. Von einer steht, jetzt in der andere steht, in der andere steht, und jetzt immer schwander. Aber fängt man ut, wo viel Mal dort in Josef seine Geschichte sagt, Gott wir mit Josef. Gott wie mit Josef die Unien im Baum, Gott wie mit Josef aus dem in Ägypten geschlafen, Gott wie mit Josef aus der in Potiphar seine Früh wie, Gott wie mit Josef aus der in das Gefängnis liegt, Gott wie mit Josef aus der Rütchen, Gott wie mit Josef, und die sind dort eben die Geschichte. Und wenn ihr dort eine denkt, wollen lernen von der Smarts, dann habt ihr Gold gelehrt, dann habt ihr Weisheit gelehrt, was viel wieder halten muss, wird. Wenn du deine Zukunft nicht weißt und wenn du nicht weißt, was Dinge wollen ausschaffen, solange du weißt, dass Gott, der ist mit dir, und der wird die Kimmel verluten, und der wird die durchdrehen, und der wird die helfen. Das ist die Idee. Das ist gleich unbedingt wichtig, dass du weißt, was deine Geschichte wird ausdrehen, aber es ist wichtig, dass du weißt, wer mit dir tut, was deine Geschichte ausführen. Und so ist es wichtig, dass wir das sein. Und von der Smarts haben wir einen Timer, so das Panel sieht, wir haben einen Timer, was wir nennen Foadich, aber nicht Foadich. Foadich, aber nicht Foadich. Was meinen wir damit? Wir haben ein Jahr Foadich, aber wir haben nicht ganz Foadich. Wir haben einige Dinge Foadich, andere Dinge haben wir nicht Foadich. Gott hat einige Dinge Foadich, und andere Dinge hat er nicht Foadich, und das gleiche sind von nicht zu hören. Aber das ist so. Ich will sagen, was ich damit meine. Aber so tun haben wir, von uns sein, dass die Dinge, die Foadich sind nicht Foadich, und die Dinge, die nicht Foadich sind Foadich. Lass mich das proven zu Ihnen, dass das ist. Wie viele von uns haben das letzte Jahr einmal in ihrem Leben gedacht, dass Gott gleich ihnen nicht. Gott hat Foadich mit ihrem Leben. Die braucht nicht den Hängen abheben. Aber ich weiß genau, wenn die würden abrechtig sein, die würden jedem Mal eine Hand nach gehen und gesagt, die würden sagen, letztes Jahr, wir haben jedem Mal eine Zeit, wo ich nicht dachte, dass Gott mir leben wird. Gott hat Foadich mit mir leben. Wenn die würden abrechtig sein, ist mir mal einer von ihnen, der würde sagen, ich habe nicht ganz klar, dass meine Vergangenheit hinter mir ist. Ich lebe nach einmal meine Vergangenheit. Meine Vergangenheit ist nicht Foadich. Dus nach einmal alle Sorten schön bin, wo ich mir hole, dus nach alle Sorten Anvergebung, wo ich mir hole. In meine Vergangenheit ist nicht Foadich. Dus jeder mal einer von ihnen, der würde sagen, als Jesus an Kreuz sieht, das Foadich, ich kann es nicht ganz annehmen,
Weil ich glaube, das ist vor dich, aber ich glaube nicht, das ist vor dich, weil ich bin gesündigt und ich glaube nicht, dass Gott mir das vergeben hat, so das ist nicht vor dich. Und so tun haben wir von uns verlieren sein, dass die Dinge, die vor dich sind nicht vor dich. Und die Dinge, die nicht vor dich sind, die sind vor dich. Und ich will dir ein paar Dinge von dir sein, wo du vor dich sind. Sei ihr bereit? Das erste ist deine Vergangenheit. Deine Vergangenheit ist vor dich, und das musst du klar haben. Das ist das gute Ding von deiner Vergangenheit. Weißt du, was das meint, ein Passado zu haben? Eine Vergangenheit zu haben, meint bloß einfach, das ist eine Vergangenheit. Und das ist das gute Ding von der Vergangenheit, weil eine Vergangenheit ist vorbei. Und deine Vergangenheit ist ganz vorbei. Du wirst dich kein mehr leben, du wirst dich kein mehr holen. Du kannst gleich an deine Vergangenheit noch ein Tag leben, das ist fort. Aber so sehr viele Menschen, die leben in ihrer Vergangenheit, aber die sterben. Die können nicht vergeben, die können nicht loslassen, die können nicht loslassen, was Menschen zu Ende getan haben, die können sich selbst nicht vergeben, was sie andere Menschen getan haben. Wir können die Vergangenheit nicht loslassen. Und ich will ein Ding von dir zu dir sehr klar merken: Wenn du wirst das nächste Jahr so leben, als wenn deine Vergangenheit ist, dann wird dir das Leben ein ganzes Schauf besser gehen. Weil du das nicht gemerkt hast, in der Vergangenheit leben, keiner von uns ist. Das andere Ding, was du vor dich ist deine Radung. Und du kannst nichts mehr tun. Nicht höre, was ich damit meine. Weil du kannst das annehmen, dass das deine Radung ist oder nicht. Du kannst das annehmen, dass du das glauben oder nicht. Aber deine Radung ist vor dich. Als Jesus sagt, das ist vor dich, was glaubst du, mein Jesus damit? Als Jesus an Kreuz hängt, und wenn in Johannes 19 verstarrt sein, dann sagt er einfach, dass das sagt, nu ist das vor dich. Das ist vor dich. Du kannst nicht tun, du kannst nicht wahrnehmen, du kannst nicht mehr tun. Wenn Jesus an Kreuz das vor dich merkt, das meint das wie vor dich. Und das meint so viel, als dass jeder Mensch, der jemals gelebt hat, jeder Mensch, der von dir lebt, auch was du morgen lebt, und für die nächste Zeit wird leben, die sind alle betont. Das meint, dass alle sind auf der Kreuz genommen, und du wirst keine Sinn, was Jesus du nicht betonen hat. Nicht, ob du das annimmst oder nicht, das ist eine andere Frau. Was wir das wollen, von uns persönlich nehmen, das ist eine andere Frau. Aber sind rein alle betont an Kreuz. Und ich bin überzeugt, dass das ist ein von den ganz geradsten Problemen, wo nicht die Welt, aber Christen von der wir kämpfen. Der Weg, wo wir leben, der Weg, wo wir denken, der Weg, wo wir schauen, der Weg, wo wir unsere Familie behandeln, das hat meist immer zu tun mit, ob wir das glauben oder nicht. Kann ich dir was fragen? Was würde ändern in deinem Leben, wenn du das actually klar hast? Nicht bloß deine, ich will ein großes Mühlfall sein, und ich will han selber prüfen, ob das so ist oder nicht. Gott hat nicht bloß den Sinn betont, was du gestern hast. Der hat nicht bloß den Sinn betont, was du von der all getan hast. Der hat nicht bloß den Sinn betont, was du in den 2024 warst tun. Gott hat actually den Sinn betont, was du in den nächsten 10 Jahren warst tun, wenn die Zeit wird so wie gehen. Ich sage, warum ich das weiß, als will Jesus dir das nicht bloß vergangene Sinn vergeben. Wenn Jesus bloß vergangene Sinn und Kreuz betont, dann würde keine von denen du betont haben. Weil es all deine Sinn, was die 2000 Jahre drehen und Kreuz betont hat, die wir noch in den Sinne Zukunft. Verstehst du, was ich sage? Das ist wichtig, dass die das zu holen kriegen, weil Gott vergibt nicht bloß den Sinn, was du von dir getan hast und was du bekannt hast. Gott hat den Sinn vergeben, ob du das annehmen oder nicht, dass du den Sinn vergeben hast, das ist die große Frau. Und ich will hangesehen dort merken, dass Jesus hat alle Sinn betont. Jesus wird nicht nach einmal sterben. Für den Sinn, was die morgen war sterben, wird Jesus nicht nach einmal sterben. Jesus ist gestorben, das ist einmal für alle Mal, das geschlachte Lamm Gottes. Und als du siehst, dass wir vor dich, der meint, der hat alle Sinn betont. Und meine Frau, die ich von dir für dich ist, nimmst du das an oder das nicht? Glaubst du das oder das nicht? Weil deine Vergangenheit ist vorbei, oder das ist vor dich. Deine Radung ist vor dich. Und es ist wichtig, dass du das siehst. Was muss zu den Rechten nur sein? Ich denke, was die sollen sein, nicht? Was muss zu den Rechten nur sein, dass meine Radung ist vor dich? Und ich sage zu den Linken nur, aber ich sei noch nicht vor dich. Sag mal mit mir, ob ich sei noch nicht vor dich. Man wird sei nicht vor dich. Ich will Ihnen ein paar Dinge sagen, die nicht vor dich sind.
Was nicht vor dich in dein Leben? Und ich will Ihnen sehr Mut merken von der Tun sein, wir sind noch nicht vor dich mit Träumen. Ich weiß, some von Ihnen haben schwere Dinge belebt, und ich weiß, some von Ihnen sind schwere Dinge durchgegangen, und some von Ihnen kenne ich mal das Licht durch den Tunnel sein, und die haben abgehört mit Träumen. Die lüren nicht bloß nicht den Tag, was Jesus wird kommen, oder die lüren bloß nicht den Tag, was die wollen sterben. Wir haben vor dich mit Träumen. Und ich wünsche, wir würden nicht vor dich haben mit Träumen, weil wir sollen nicht vor dich haben mit Träumen. Und das ist ein sehr wichtiges Ding. Ich wünsche, wir würden Dollar durch kommen, dass wenn Jesus morgen wird zurückkommen, weißt du, was Billy Graham mal sagt? Das steht nicht in der Bibel geschrieben, aber Billy Graham sagt uns das. Wenn ich das ganz gewiss wüsste, dass Jesus morgen zurückkommt, ich würde von der einen Baum planten. Weil wir wollen nicht bloß sitzen und lüren, wir sind gemerkt zum Schaffen, wir sind gemerkt zum Träumen, wir sind gemerkt zum große Dinge tun, wir sind gemerkt zum diese Welt ändern. Und wir wollen in das nächste Jahr große Dinge tun, weil wir nehmen uns das für große Dinge zu tun. Nun, ich weiß nicht, was du dir hast vorgenommen für das nächste Jahr zu tun, aber ich wünsche, du wirst die alle Sorten vornehmen. Und wenn du das letzte Jahr nicht bis neu gekommen was du hast vorgenommen, dann wünsche ich, du wirst nach Dollar vornehmen und du wirst dir verschaffen, du wirst dir verplanen. Und ich weiß nicht, ich wünsche, wir würden ein Stück Zeit haben von vertrauen, was hast du dir vorgenommen, das nächste Jahr zu tun. Da sind some von Ihnen, die träumen vielleicht, die wollen, weiß nicht, ein anderes Business anfangen, vielleicht träumen die, dass die wollen eine andere Kjoakj anfangen, vielleicht, die glauben, so macht nicht. Vielleicht sind some von Ihnen, die träumen, die wollen eine andere Kjoakj fahren, eine andere Kjoakj merken. Träumt, was merken, halten was und träumt. Und vielleicht sind es so von Ihnen, die sind eine sehr religiöse Kjoakj und die Menschen, die haben eine Kjoakj, wo die ihn verstehen, wo die ihn halten, wo die können wissen. Vielleicht hast du einen Traum, dass du wirst eine andere Kjoakj beginnen. Vielleicht hast du einen Traum, dass du wirst die das Jahr taufen lassen. Vielleicht hast du einen Traum, dass du wirst von der viel mehr Menschen das Evangelium bringen, als du jemals für die Herr getan hast. Der gute Nachricht von Jesus, was Jesus in ihnen heute getan hat. Vielleicht hast du die Fähigkeit genommen, dass du wirst viel mehr Menschen lernen. Der Discipling, der helfen soll zu werden als Jesus. Vielleicht hast du die Fähigkeit genommen, vielleicht träumst du, dass du wirst eine Lebensgruppe anfangen, eine Lebensgruppe leiten. Vielleicht träumst du, ich weiß nicht, was du träumst, aber vielleicht träumst du, dass das ist das Jahr, wo du wirst Jesus in dein Hart annehmen. Du wirst ein ganz neues Leben anfangen, du wirst es annehmen, dass Jesus hat für dich betult, du wirst es annehmen, dass Jesus hat betult und einen Sinn vergibt. Du wirst es annehmen, du wirst Jesus in dein Hart anluten, du wirst anluten, dein Leben leiden, feiern. Ich wünsche, du wirst die Dinge vornehmen. Ich wünsche, du wirst große Träume merken. Ich wünsche, some von Ihnen würden das Jahr vornehmen, dass die würden in Marriage Counselor siegen. Die haben lange gestruggelt und die kämpfen und die befriedet leben und die wissen nicht, wo die dort wollen. Und die glauben ein Jahr oder ein anderes Jahr, was schaffen, und das nicht. Vielleicht hast du Zeit, dass du träumst, dass du wirst die wem siegen, wo du wirst verteilen. Die wollen in Kappel gehen, wo die was durchführen mit dir, solange was die durch sind. Ich weiß nicht, was ihr fähig genommen, aber kann ich Ihnen einen sehr feinen Rat geben? Wie, und ich weiß nicht, was ich das mal auf dem respektvollen Weg sagen, wir als Mennoniten sind nicht sehr Fan zum Plan. Und ich die ganze mennonitische Welt mit einem Pinsel vor, und ich weiß, dass Gott das nicht reicht. Aber im Großen und Ganzen als Mennoniten sind wir nicht sehr Fan zum Plan. Ich sage, warum ich das weiß, weil wir haben so gewollt, ich sehr viele Mennoniten, was du ein Jahr, nur das andere Jahr, nur das andere Jahr, nur das andere Jahr kriegt so leben, als wir die 100 Jahre haben. Und wir wollen nachher immer bleiben, wie wir gelehrt sind. Wir wollen euch ändern, wir planen euch nicht, was gerade, wir planen euch nicht, was besser. Wir wollen du bleiben, wo wir sind, wir wollen du sterben, wo wir sind. Und wir wollen du bleiben, wir bleiben bloß, wie wir gelehrt sind. Nu, wenn du die was fernnehmen lässt, wo der ist, dass das nur kommt. Und ich weiß, ich will Ihnen hier gleich eine lange Klasse geben, aber kann ich Ihnen 3 Dinge sagen, die wichtig sind, wenn du die im Plan fernnimmst. Nehmen die fair, was die was tun, nehmen die fair, wo die dort was tun, und nehmen die fair, wo nahe die dort was anfangen, wo nahe die dort was fertig machen. Wenn die diese 3 Dinge wollen durchschreiben, und die wollen du nur handschaffen, dann wollen die noch so viele Dinge fertig kriegen, als die was nicht haben. Weil die meiste Zeit sagen wir bloß, was wir wollen tun. Wir nehmen uns am Anfang Jahr fair, dass ich will, I don't know, mit meiner Geld mehr, als ich letztes Jahr habe. Aber du hast die nicht fair genommen, wo, dann schlafst du smart lang an. Du wirst ein klein bisschen dichter nur Jesus kommen, als du letztes Jahr wirst. Und was immer dort meint, aber du weißt gleich, wo die da was tun, weißt du nicht, wo nahe die da was tun, die hast keine Idee. Nu kann ich Ihnen fragen, das zu tun, was immer ihr fernnehmen für das nächste Jahr. Nehmt ihr das fair, was ihr wollen tun, dann schreibt ihr das fair, wo ihr das wollen tun, weil jemand nicht stoppen wollt, und dann Nummer 3,
Nehm die fair, wo nahe dir was anfangen und wo nahe dir was vor dich haben. Wenn du diese 3 Dinge nicht versprühen, dann hast du keinen strategic Plan. Und ich will was sagen, ein Plan, was nicht strategisch ist, oder ein Krieg, was nicht strategisch ausgeführt wird, der verspielt. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns das lernen. Und wir kommen alle von wo, wir wollen alle wo haben, aber some von uns weten nicht mal, wo wir haben wollen, some weten nicht, wo wir hinkommen wollen, und andere von uns weten, haben keine bloß die Idee, wo nahe wir wollen, was zu sein. Und wenn du die was fernnehmen, die Bibel zu lesen, dann wirst du die jemanden fernnehmen, wo nahe dir was tun, du wirst die Bibel lesen, right? Ein Jahr durchlesen. Wo wirst du das tun, wo nahe wirst du das tun. Und da braucht Anstrengung, da braucht die Hand kommen. Ich habe für die letzte, wie lange ist das, dass ich mein Leben ohne Jesus hier gebe? Und von der ganz ersten Jahr, als ich mich mal bekehrt, habe ich keinmal ein Jahr ausgelöst, wo ich die Bibel nicht ganz durchgelesen. Da braucht es schändlich viel Zeit, da braucht es sehr viel Arbeit, aber wenn ich mir diese 3 Dinge nicht fehlen, ich würde es keinmal tun. Nicht das erste Jahr, auch nicht das letzte Jahr. Ich würde bloß nicht tun. Weil wenn wir uns nicht fernnehmen, was wir wollen tun, wo wir das wollen tun und wo nahe wir das wollen tun, dann der das nicht. Und ich würde Mut merken, träumt und plant und fängt aus, was wir wollen. Und dann werden wir vom Horten durch Hand fahren und werden wir das tun. Nun, wir sind nicht fertig mit Träumen. Das zweite Ding, was ich will sagen, und das ist wichtig, dass ihr das hier nicht, weil ihr bloß schmieden. Das zweite Ding, was nicht fertig ist, ist Zutun. Zutun ist, die Bibel sagt, den Kopf verkleint, und Jesus hat den langen Kleid und Kreuz gewonnen, und die kann euch tun, was wir einmal glauben, die kann tun, aber Zutun kann ein Ding sein, fan tun, und die kann auch sehr gut lieben. Und bloß so, dass du das weißt, wenn du glaubst, dass Jesus ist für dich gestorben, der auf deine Sinn betont, in deine Vergangenheit ist in der Vergangenheit, und du wirst träumen mit alles, was du hast, das Ding wird nicht üblich. Wenn du noch länger was atmen, dann wird Zutun noch länger versuchen, die Dinge verlieren. Weil sonst wird Zutun das. Zutun wird in das nächste Jahr zu dir liegen. Und der wird zu dir sein, da wird die Bibel sagen, es ist nicht so, dass Gott die Life ist nicht so, dass Gott alle Tage mit dir ist, ist nicht so, dass Gott kann die Dinge tun, was die kann tun, ist nicht so, oder dass Gott die Versprechung wird holen, was die gesagt hat, ist nicht so. Das sind eine Million Dinge, was Zutun wird versuchen, die verlieren. Und ich will Ihnen Mut merken, ganz klar ist das sein. Du hast, Rache, sich bloß das eine Ding, was Zutun kann in dein Leben tun. Evens kann nicht tun. Zutun ist die Kraft wahrgenommen, aber die kann auch liegen, der versteht sehr gut zu brüllen. Der hat Rahmen aus dem Brüllen der Leben, und der Physik, wem der verrieten kann, aber der nicht mit seinen Kleven, mit seinen Tänen, der mit seinen Brüllen, mit seinen Lehs. Und please horch du. Zutun ist nicht fertig mit zu dir liegen, der wird wieder tun, und ich würde die Mut merken, nehm die fair, die Bibel zu nehmen, nehm die fair, die Wahrheit zu nehmen, nehm die fair, nur Jesus zu kicken und utfingen, was sagt die Wahrheit, was sagt Jesus, das so tun, wenn ihr kann anfangen. Das nächste Ding, was nicht fertig ist, ist Jesus mit seinen Versprechungen. Und da will ich an Jesus morgen, ich wünsche, wir haben 3 Tage oder 10 Tage Zeit, um das zu kicken, weil die Bibel ist voll von Dingen, was Gott verspricht. Und viele von diesen Versprechungen ist Gott neu gekommen, und viele ist er nicht. Aber wenn der noch nicht neu gekommen ist, meint nicht, dass er nicht wird. Das meint nicht, das fertig mit seinen Versprechungen. Und das ist, wo sehr, sehr viele Menschen stecken bleiben. Wenn Gott fertig hat mit mir, dann lüge ich immer bloß nicht den Tag, wo ich sterben kann. Wenn Gott fertig ist mit meinem Leben, und ich weiß, du sind Hunderte und Tausende Christen von der Welt, die kämpfen mit diesen. Die können nicht verstehen, die können nicht glauben, dass Gott die Versprechungen noch wird ausführen. Wie war das, wenn ich die kann fragen, wie viel Mal hast du dir im letzten Jahr so gefällt, dass du bist nicht geläuft? Keiner gleich die. Weil wo immer du verjagst, dass keiner gleich die, du hast dir von Gott seine ganze ganze Versprechungen verjährten. Das ist kein Mal ein Tag, ein Moment oder eine Zeit im Leben, wo Gott die nicht wird gleichen. Nur Römer Kapitel 8. Es ist sehr, sehr klar, dass die kann keiner von Gott seine Leib rütreten. Du bist geläuft. Und ich weiß, das ist schwer zu verstehen, wenn du das nicht gelesen hast, aber lese mal den letzten Vers in Römer 8. Das ist nichts, das ist keine Gewalt, nicht Himmel, nicht Erde, keine Macht, kein Mensch, keiner kann die Gott seine Leib raten,
uitrieten, willst du best je leef zoals du best. Wenn Gott die Sünder leeft en Gott die leven dat eier die Gott zijn kind bewees, in Römer 4, Vers 8 sagt, wofür mehr wird die von dir dort geben, was du brauchst, wann die sein Kind bist, wofür mehr wird die nu seine Leib bewiesen, als die ihr steht. Denk dir mal an. Du kannst, Gott läuft die, wenn du ein Sünder bist und die nur ankommst, aber dann fragt dir, wofür mehr wird die nu leben, dass du Gott sein Kind bist? Wofür mehr wird die nu geben? Wenn du nicht ihr Leib feilst, wenn du allein feilst, das ist kein Mal ein Moment, wo Gott die nicht wird leben, er ist nicht fertig mit seinen Versprechungen, dass er die lebt. Und viele von ihnen glauben, dass ihr Leben ist in Massen. Ich glaube, dass ihr Leben ist in Mass willst. Die Dinge, die passieren, die Welt, wo wir leben, die Entscheidungen, die wir merken, die Entscheidungen, die ohne Menschen gemerkt haben. Aber verjagt nicht, dass Gott noch gleich vor dich hat mit deinem Leben. Du kickst von der und du siehst, dass du sind doll Troubles in deinem Leben. Aber verjagt nicht, dass Gott hat noch gleich vor dich mit deiner Geschichte geschrieben. Gott hat noch gleich vor dich mit deiner Geschichte vor dich merken. Some von ihnen glauben, dass eine Familie, dass ein befriedet Leben hat einen Grund. Und ich glaube dir, dass das dort sitzt. Aber verjagt nicht, dass Gott eine gute, eine feine Zukunft hat für dich. Some von ihnen sagen vielleicht, dass ich lebe ganz auf ihrem, dass meine beste Deel sind hinter mir. Und das hier ich viel. Wenn wir mit Menschen spazieren und Menschen ihre Probleme bekicken, viele Menschen sagen, meine besten Jahre sind vorbei. Das sind die, wo ich jung war, das sind die, wo ich mich jetzt befreit habe, das sind die, wo ich das habe, wo ich gelernt habe. Und jemand immer, es ist so viel Schlechtes in meinem Leben passiert, meine besten Jahre sind vorbei. Das ist eine von den größten Lehren, was du kannst glauben. Deine besten Jahre sind nicht vorbei. Das kriegt nicht, wo du bist, das kriegt nicht, wo du durch ist. Weißt du noch, dass Jesus verspricht, dass er im Himmel fuhr, dann sagt er, ich gehe eine Stelle zu merken für uns. Und dann wird ich zurückkommen, dann wird ich ihn holen, dann wird ich ihn mitnehmen und du mit uns sein und für immer mit uns bleiben. Weißt du, dass Jesus 2000 Jahre zurück im Himmel fuhr, eine Stelle zu merken für uns? Gott dir das saß der die Welt merken, sofern es dir mögt. Und ihr habt ja für 2000 Jahre und ein Haus geschafft. Und eine Stadt geschafft, wo du einfach was wohnen. Und du glaubst, dass deine besten Jahre sind hinter dir? Gott ist gleich vor dich mit seinen Versprechungen. Gott ist gleich vor dich mit den guten Plänen, mit den guten Dingen, was er mit dir will. Some von ihnen sagen, well, ich glaube das, aber ich bin allein, auf dieser Welt, ich kann nicht, ich folge Gott nicht. Und ich glaube dir, dass du allein fällst und du fällst, dass Gott ist gleich mit dir und Gott hält dich noch nicht durch. Aber wenn du die letzte Vers in Matthäus lesen, dann wirst du antworten, dass die Versprechungen sind, dass der lässt dich keinmal einen Moment im Leben allein, und der wird keinmal. Der wird bei dem engen Zeit, bei der engen Welt mit dir gehen, du wirst keinmal mehr einen Moment allein sein. Das ist ein Versprechen von Gott. Und er hat nicht vor dich mit das Versprechen. Du sagst, er kann mehr nicht glauben, weil du das alles schaffen wird. Das ist alles Trägheit auf der Welt. Ich glaube dir, dass du das dort fehlst. Aber Gott hat nicht vor dich mit auf dem Thron setzen. Gott hat nicht vor dich mit der König von König sein. Gott hat gleich vor dich mit die Rüt halten. Und Gott hat nicht vor dich mit die bewahren und all das, wo die durch ist. Und vielleicht glaubst du dort, aber du weißt nicht, was der Weg wird sein. Du weißt nicht, was noch alles bringen wird. Kann ich dir was sagen? Wo ihr horchen? Das ist okay, wenn du nicht alles weißt, was auf dem Weg angeht. Das ist okay, wenn du nicht mal den Weg weißt, wo in eine bessere Zukunft. Solange du Jesus kennenlernst, später, willst, er ist der Weg. Er ist nicht bloß die beste Zukunft, er ist auch der Weg zu haben. Und ich habe gehört, dass because du eine viel lieber Meinung bist, was wir einmal glauben. Wenn Jesus sagt in Johannes 14, Vers 8, dass ich seine Wahrheit, ich seine Worte, ich sein Leben, der meint actually, das heißt nicht bloß die Zukunft, aber heißt auch das Leben, während du auf den Weg bist. Er ist der Weg selbst. Und das ist ein Ziel, dass wir Jesus später kennenlernen. Das ist ein Ziel, dass wir mit Jesus persönlich sein. Und ich würde 100% stimmen mit was hier gesagt wird. Wenn du die ein Ding fair nimmst, das Jahr, dann nehmen die fair, dass du wirst bis Jesus später kennenlernen. Du wirst Jesus später und später kennenlernen. Niveau der Welt wird alles schaffen. Ich freue mich, dass du fragst. Ich freue mich, dass du fragst. Und ich wünsche, du würdest nicht eine Ding in den holen. Du bist nicht gemerkt zum Kennenlernen, was deine Zukunft hält. Kann ich das verstehen?
Du bist nicht gemerkt zum kennenlernen, was deine Zukunft hält, aber du bist gemerkt zum den kennenlernen, der deine Zukunft hält. Und das ist Gott mir eine von den ganz wichtigsten Dingen, was du jemals in deinem Leben wirst lernen. Denk dir mal an. Wir wurden fertig einen ausgeschriebenen Plan gleich in der Hand, von was die Zukunft wird bringen. Und wir wurden gleich von Anfang an, also sein wird, was 2024 sein. Und wie, aber weißt du, was du bist gleich gemerkt dafür? Du wirst es gleich verdrehen. Kann ich dir was sagen? Wenn du alle Dinge hast gewusst, was in deinem Leben würden passieren von Anfang an, du wirst ein miserabler Christ sein. Du wirst alle Tage die meist tot sein. Wir sind nicht gemerkt, um unsere Zukunft weiten, wird alle was schaffen, aber du und ich sind gemerkt, um den kennenlernen, wer mit uns in der Zukunft jetzt. In Leben hat in Wirklichkeit gleich mit den Hills und Valleys zu tun, wo wir durchgehen, hat viel zu tun mit wer mit uns durchgeht. Und je weiter das Wort hat, je weiter das Jesus zu haben, und die Gode in den schweren Tiden, das ist wichtig, als auszufinden, als die Gode in schweren Tiden was haben. Nu, kann ich mit persönlich sein zu dir? Du bist so weit gekommen, um hier so abgeben. Und ich weiß, some von Ihnen, die sind bei uns was bei den Abgeben. Letztes Jahr, das Jahr vor dem, 3 Jahre, 3, die haben ihre Mal so gedacht, die hatten Foadich. Right? Wer Ihnen das persönlich zu sein? Wer von Ihnen hat letztes Jahr bei uns gedacht und abgeben? Nicht die Hand abheben, wir wollen nur das Siegen. Wer hat letztes Jahr gedacht und abgeben? Und ich weiß, some von Ihnen haben. Die haben gedacht und ihren Handschirm mal abhängen, alles zu sich schmieden. Und zu quitten. Aber weißt du was? Ich und du sind nicht vor dich. Ich und du sind noch nicht vor dich. Du sind große Dinge, die zu kommen sind. Du sind große Pläne, die Gott für uns hat. Du sind große Dinge, die wir tun wollen. Nu, some von Ihnen dachten, letztes Jahr, ihr würdet nicht merken. Und hier seid ihr. Some von Ihnen dachten, ihre Familie würde das nicht merken und ihre Familie ist danach. Some von Ihnen dachten, ihr würdet das nicht merken und ihr seid hier von der. Weißt ihr warum? Weil jene Geschichte wird noch geschrieben und jene Dinge, die Gott für ihn hat, die waren noch geplant. Wisst ihr, dass das so tun und sie einen ganz besten Tag, was die hat, könnt ihr die nicht mal durchstehen und den ganz dümmsten, was die hat? Das können wir euch. Und weißt du, warum so tun das nicht können tun? Weil du bist verstärken mit Christus taub in Gott. Hör ich, was das sagt in Kolosser Kapitel 3, Vers 3. Der sagt, willst du ein Leben als mit Christus in Gott verstärken? Was sage ich das falsch? Der sagt, ein Leben als mit Christus in Gott verstärken. Wo ich kann so sehr lang falsch wenn ich lernen? Der sagt, ein Leben als mit Christus in Gott verstärken. Ein Leben als mit Christus in Gott verstärken. Wenn du Gott sein Kind bist, das ist deine Versprechung, das ist ein Promise, was Gott für dich hat für alle Ewigkeit. Du bist mit Christus taub in Gott verstärken. Für immer und für ewig. Du wird kein Mal anders sein. Und so tun uns den besten Tag, kann die nicht durchschlagen, wenn du an den Dammsten bist. Willst du bist mit Christus taub in Gott verstärken. Nu kan ik je vragen wat te doen. Je dat zal zeggen kalt, niet? Wil je met mij op afstaan? En dat wil ik bloos aan jezelf niet doen, wanneer je comfortable bent met het doen. Maar ik wil lijken dat je met mij op wat zeggen van deze morgens. En wanneer het worship team wil opkomen in tijd, dat is goed. Maar ik wil lijken dat je naar blüdes met mij op dit lezen. Aber wenn du das so mit mir lesen, als wenn du das für dich meinst. Kann das mit mir sein? Heb eine Hand ab und sag, meine Vergangenheit ist vor dich. Heb eine Hand ab. Meine Vergangenheit ist vor dich. Sag mal mit mir. Meine Vergangenheit ist vor dich, aber ich sie nicht vor dich. Und Jesus ist auch nicht vor dich mit mir. Okay? Das ist eine Hand. Sag mal mit mir, ob es das. Sei ich weiß so tun es nicht vor dich mit Lehen, aber ich bin vor dich mit seinen Lehen zu glauben. Sag mal mit, sei so tun es nicht vor dich mit Lehen, aber ich bin vor dich mit seinen Lehen zu glauben. Okay? Und ich weiß, die sind bereit, um das zu sein.
Nu sag ich dit mit mir. Weet het zijn? Sei, ich glaube, Jesus in der Wier am Kreuz, dort ist Foadich. Aber Jesus ist nicht Foadich mit seinen Versprechungen. Kannst du das glauben? Jesus ist nicht Foadich mit seinen Versprechungen. Nu sag ich das, was von jeder zu meinen sei. Ich bin Foadich mit Sorgen, aber ich bin nicht Foadich mit Vertrauen. Sei es das mit mir top. Ich bin nicht Foadich mit Träumen, mit Leben, mit Freven, mit Leben und mit Lachen. Weil Jesus ist nicht Foadich mit meiner Geschichte geschrieben. Okay, gleich wie das. Ich vertraue, dass meine Geschichte wird sich ab dem Eng gut ausspielen. Nicht das schwer zu sein, weil ich die untermerken, aber seit Jesus, ich vertraue, dass Jesus wird meine Geschichte gut ausschreiben. Ich vertraue, dass Jesus wird meine Geschichte gut ausschreiben. Weil ich weiß und ich vertraue, dass Gott wird alle Tag mit mir sein. Während die in die Uhr haben, würde ich gleich nicht, die würden für eine halbe Minute still sein von der Osmaris. Und in der halben Minute würde ich gleich nicht, die würden die Sorgen loslassen, die Vergangenheit loslassen und zu Jesus bis ganz still sein. Ich glaube, dass du hast Foadich gemerkt an Kreuz. Sei das, Tom. Ich glaube, dass du hast Foadich gemerkt an Kreuz. Ich glaube, dass du hast alle Sinn betont. Und ich nehme das an, dass der Sinn betont ist. Und ich bin so dankbar, Jesus, dass in das Jahr, wo wir hineingehen, wie kann ich unsere Zukunft sein? Wie kann ich sein, was Leben, was von uns haben? Wie kann ich sein, was suchen, was uns liegen? Aber wir wissen so viel, dass wir haben Foadich mit Sorgen, wir haben Foadich mit Lees Glauben, wir haben Foadich mit uns selbst vertrauen. Wir wollen uns Leben in deine Hände legen und wir wollen große Träume haben, wir wollen große Dinge tun. Und wenn wir das nicht jeden Tag können sein, wo die vielen das, wir wollen doch vertrauen, dass du uns leiden wirst. Ich bete, Jesus, wenn hier von dir so eine sein, was du große Träume und große Pläne gemerkt hast, besonders so eine Pläne, dass die annehmen, die in ihr Herzen anluten. Ich bete, Jesus, dass die Jahre würden sich das wehren. Dass die würden ihr Herz aufmerken, die anluten, die vertrauen, dass die ihre Lebens nie merken, dass die Namen oder ihr Namen in dein Lebensbuch entschrieben. Ich danke dir von dir, Jesus, für, dass du gute Pläne für uns hast, dass du eine gute Zukunft für uns hast. Und ich weiß, some Dinge in das Leben wollen schwer sein. Aber wir wollen nicht Hoffnung verlieren. Und wir wollen die vertrauen mit alles, was wir haben und alles, was wir sind. Von der Smarris kommen wir für die mit uns Leben, mit unserer Familie, mit unseren Ehes, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern. Wir kommen für die mit unserer Kjoakj und wir kommen für die mit unserer Kolonie. Und wir geben in deine Hände und wir beten, Jesus, dass du uns helfen, von unserer Kolonie anzustehen, von unserer Kjoakj anzustehen, für die Familie anzustehen. Und help, dass das nächste Jahr wird wunderbar sein. Und wenn wir nicht sein wollen, dass du uns helfen, die zu vertrauen mit alles, was wir haben. Und ich danke dir, Jesus, für all, was du tun wirst, in deinem Namen. Amen. Uns heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van jou in Diestenis en Angst en in Armut. Wenn du einen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jehen bist, wo Läwens Kjoakj ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anladen, kann man es besiegen, und sie deren sind ob für alle Menschen. Wir kommen hier alle Sonntagsmorgens taubklack nein, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebendige Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit dein Leben sehen in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht in Porte sind von so einer Gruppe, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, läwenskjoakj.com,
uns hier schauen, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg an die Botschaften anzuwählen, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die dessen subscribe, auch den Klinger drücken, so dort, was die dort anwählen.